Ah, na gucke. Rein damit. Und wieder mitnehmen, bitte. Wieder mitnehmen. Ach, schön. Das gefällt mir. Endlich mal ein Horrorspiel, wo ein bisschen Logik dabei ist. Geh weg da. Jawohl. Auf die Nase. Mach dich ab, Junge. Hau ab! Okay. Moment, ich hätte den Hund gar nicht treten müssen. Oh, Scheiße. Krass. Was? Le Machete. El Papa la Macheta. Ich habe keine Ahnung. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Until Dawn. Jetzt bewaffnet mit einer Machete. Schön. Jawohl. Zum Glück haben wir einen Machetenhalter an der Hose. So muss das sein. El Papa la Muerta. Avec Machete. Sollte man nicht die Lampe jetzt in der linken Hand halten, damit wir in der rechten die Machete haben können? Ach du Scheiße. Fixierstuhl. Was Das war ist, denn das hier ist kein elektrischer Stuhl. Das ist ein Fixierstuhl. Aber trotzdem nicht so cool. Muss ich ja doch sagen. So, lass mal genau Die gucken. kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Weiß ich nicht. Also ja, natürlich weiß ich das nicht, aber es kann ja auch sein, dass das halt wirklich ein Fixierstuhl ist. Ich meine, es gibt ja auch Betten. Normalerweise macht man das generell mit Betten, einfach weil sich da die Leute weniger, naja, selbst verletzen können. Dass man so an Betten festbindet, während sie halt liegen natürlich. Darüber. Ach, guck hier. Le Totem. Avec Grusel. Junge, wie bin ich denn jetzt von Spanisch? Wie bin ich denn jetzt von Spanisch auf Französisch gekommen? Das ist auch mal interessant. Ja, da drüben irgendwo. Nein. Führungstotem, okay. Mir gefallen diese Totems überhaupt nicht. Ich glaube, das ist aber der Sinn dabei. So. Komme ich da irgendwie drüber? Nö. Ich komm da rein. Das ist eine Tür. Also da ist ein Durchgang. Muss man ja erstmal wissen, ne? Dass hier ein Durchgang ist. So. Ab. Moment. How many days will they... Ich kann es nicht lesen hier. Mach mal. Das ist... Was könnte... How many days will they keep us here? Until they all understand. How many pains will the gods do to me? Until they lay in the sand. Ach. Da gehen wir nicht hin. Das ist mir zu gruselig. Ich will dahin. Na, du bist mir ja einer. War da nicht gerade? Doch, guck. Da ist gerade das. Da hat sich doch gerade das Rad gedreht. Wundert mich, dass ich das überhaupt noch bewegen kann, so verrostet wie es ist. Ey, ich bin in einem Horrorspiel. Ich muss aufpassen, da kommt gleich ein Jumpscare. Da kommt gleich ein Operationsraum.
Keine Ahnung, ist das die High-Five-Machine oder was? Scheiße. Völlig krank. Ja. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Alter, noch genau. Ah! Mit einem kleinen Finger geht's noch. Nicht einfach ziehen. Ja, okay, wie viele die aber auch auf. Du hast doch eine Machete. Steck doch die Machete rein. Steck die Machete rein und hebel das auf. Oh, weh. Machete. Ja, genau, rechts. Machete. Nicht abhacken. Nicht abhacken. Reinstecken. Reinstecken und aufhebeln. Ja. Finger amputieren. Am Hintern. Ja. Okay, ich glaube, ich weiß, was sie von mir wollen, aber nee. Da wird amputiert. Nicht amputiert. Mach doch die... Zieh! Nein! Okay, jetzt hast du weniger Hebelkraft. Aber dafür... Mit dem geht's auf jeden Fall jetzt. Guck, ist ganz klein jetzt. Jetzt hast du mit dem... Also das zerbricht jetzt nicht, weißt du? Hast halt weniger Hebelkraft. Aber komm. Einfach mal... Junge. Junge. Ah. Tut bestimmt weh, oder? Jetzt habe ich halt keine Machete mehr. Und irgendein Vieh... Ja, aber das scheint Angst vor mir zu haben. Sonst wäre es ja gekommen. Jetzt bin ich wieder frei, jetzt hat es Angst. So sieht es nämlich aus. Gibt's hier... Oh, da ist ein Medizinkasten. Gibt's hier ein... Gibt's hier... Ja, die Steuerung. Gibt's hier ein Health Pack? Komm her. Nee. Das ist ein Durchgang. Hallöchen. Soll ich mal zurückgehen? Mal gucken, was da ist. Hallo? War hier wer? Der bewegt sich jetzt aber nicht, oder? Immer besser. Ja, komische spitze Zähne irgendwie. Ein Vampir oder was? Warte. Ach, das sind so Leichenkästen oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Oh, pass bloß auf. Stimmt. Ich das jetzt auch nicht rausziehen. Komm. Okay, was ist das hier? Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bowen. 24. Februar 52. Etikettendatum also wahrscheinlich. Beschreibung: Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Okay. Hier gibt es noch mehr zu gucken. Was denkt er? Wo kommt der Jumpscare? Links oder rechts? Ich tippe auf Mitte. Also ich glaube hier nicht. Weil die alle davon ausgehen, dass man von links nach rechts geht und dann so irgendwie jetzt pass auf. Ja, okay, da liegt auf jeden Fall jemand drin. Bleibst aber liegen, gell? Scheiße, ist was drin. Wirklich krank. Ah! Okay, was ist das? Eine Lochkarte? Was mache ich mit der Lochkarte? Okay, sehen wir mal. Ja. Mitnehmen. Kann ich jetzt... Moment. Kann ich den wieder reinmachen? Ja, aber nur mit Anlauf. Guck. Nicht angucken! Ich dachte, du machst den wieder rein. So, sorry, hier ist noch eins. Da steht was drauf. Da ist eine Decke, da kommt ein Jumpscare. Nee. Was ist das?
Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 52, also selbes. Aber hier steht das Sterbedatum. Das andere war irgendwie Datum, wo dieses Etikett da gemacht wurde, was vielleicht aber dasselbe ist, egal. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 51 bis zum 24. Februar 52 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 52 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib? Intraabdominale Verletzungen, hohe Blutverlust. Abdominen ist Unterleib, glaube ich, oder so. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord. Mord. Art der Verletzung: Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkungen. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. N. Bauen. Zusätzliche Anmerkungen. Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Nicht schön. Nicht die feine englische Art. Eine Lampe. Da war ich schon in diesem Raum. Das ist der Operationsraum. Muss ich da nochmal durch? Ja, geht ja wohl nicht. Ah, warte. Chapel. Ah, ich habe einen Security Pass. Multipass. Rein mit dir. So einfach geht das. Kann ich die Karte wieder rausnehmen? Vielleicht brauche ich die nochmal. Oh, sehr schön. Da denkt jemand mit. Schön. Okay. Mal halt wieder hoch. Jetzt nicht weiter. Da muss ich drunter durch. Oh, siehst du das? Da liegt eine Schüssel. Ich dachte mir gerade so, der Fuzzi, dem wir ja gefolgt sind, der hatte ja Hunde dabei. Ja, oder was? Ah, ich hab's genau gewusst. Mann, ey. Bleib. Oh, jetzt muss ich rennen, oder was? Quicktime-Events kommen. Jesus, nee. Lass mich doch erstmal meine Gänsehaut wegkriegen. Gibt's hier eine Tür oder so? Ach, das sind die Hunde, die diesen Blick da drauf haben. So, gucke. Jawohl. Tür zu. Okay. Was? Er schließt wieder zu. Er schließt wieder zu. Okay. So. Der hat das jetzt nicht gehört, dass ein Hund uns durchs ganze Haus verfolgt hat, quasi. Drückt er nicht mit, gell? Nö. Was für ein reizender Psychobau. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, auch mit ganzen Wänden wäre das Ding sehr schwer hochzuheizen. Bei den riesigen hohen Wänden, mein lieber Scholli. Da unten ist eine Tür, die offen ist. Aber da will ich natürlich nicht runterspringen. Oh. Ja, da geht's schon ein bisschen runter, ne? Das ist egal. Pass bloß auf, dass du nicht so einen Stahlträger in den Hintern kriegst. Okay. Wieder hier. Sag mal, wieso... Moment. Wieso trägt er dann jetzt die Laterne in der linken Hand? Die ganze Zeit hat er es in der rechten Hand, was voll dumm war, weil er rechts auch die Machete an der Hose hatte. Dann hat er sich einen Finger ab... Ja, das war jetzt seine Schuld, aber, ne? Finger kaputt. Jetzt trägt er die Laterne in der linken Hand. Was in Ordnung ist, weil die linke Hand so nicht mehr viel nutzen ist. Oder zu nutzen ist, keine Ahnung. Dann okay. Aber warum macht er das nicht gleich? Oder ist er Rechtshänder? Linkshänder. So. Sind wir jetzt nicht hier im Startgebiet? Ich geh mal da rein. Ah, na gucke. Rein damit. Und wieder mitnehmen, bitte.
wieder mitnehmen. Ach, schön, das gefällt mir. Endlich mal ein Horrorspiel, wo ein bisschen Logik dabei ist. Geh weg da. Jawohl, auf die Nase. Mach dich ab, Junge. Hau ab! Okay. Moment, ich hätte den Hund gar nicht treten müssen. Ist egal. Der wird getreten. Und wenn du nochmal kommst, kriegst du noch einen, sag ich dir gleich. So, was haben wir denn hier? Weiß nicht, eine Jacke. Oh. Was ist... Ach, guck mal. Ah, eine Jacke, der ist schön warm. Was ist das da drin? Das Rosane da. Guck mal, durchgreifen. Komm schon! Komm schon! Mich interessiert eher das Rosane da. Oh, das sind Dosen. Ah, ja, okay, die Knarre ist vielleicht... Och, nö. Nicht eine Knarre. Ich und Zielen. Ui, ui, ui. Okay, ich habe auf jeden Fall eine Knarre. Du bist ein braver Hundi, gell? Tut mir leid, dass ich dir auf die Nase treten musste. Aber ist besser, wie zurückzubeißen, okay? Bleibst du hier? Ich rede jetzt den Rücken zu und guck, dass du nichts machst. Na komm. Kann man dich streicheln? Ist ein guter Hundi. Ja, guter Hundi. Guter Hundi. Bist vielleicht doch kein guter Hundi. Na komm. Ich habe ja noch ein paar Finger, oder? Ich habe ja noch eine rechte Hand. Guck mal, wo ist denn die Laterne hin? Ah, der hat gleich die Faust. Junge, wenn du dich nicht streichen lässt, box ich dich. Ich sag's nur. Wenn du dich nicht streichen lässt, kriegst du noch eins auf die Nase. Lass dich besser streicheln. Hey, ich bin gar nicht so übel. Okay? Geschmackssache. Ja, komm, Geschmackssache hat der Afza die René selbst gebissert. Blöde Wortwahl. Ich bin der Träger der Flamme. Kein offenes Feuer vor 10 Uhr. Aha. Er raucht also. Okay, er raucht, ich habe Feuer, ist doch super. Zeig ich mal kurz her. Hier, kann ich das mit meinem Schwebefeuer, das ich hier in der Hand habe. Okay. Da liegt eine Kiste, aber die wollen natürlich, dass ich da jetzt hingehe. Deshalb gucke ich mich jetzt erstmal um. Alter Indianertrick. Nee. Gibt's hier noch irgendwie was? Ich wundere mich, dass der Hund da hinten so still sitzt. So. In der Kiste vielleicht eine neue Lampenhülle für mein Feuerchen, das ich mit mir rumtrage. Oh, guck mal da. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja, gute Idee. Probieren wir es erstmal, oder? Wir gehen mal zum Hundi. Ich finde halt krass, der Hund, der hat halt gleich erkannt, dass ich hier das Alpha-Tier bin. Oder so. Hier. Doofer Wow-Wow. Komm her, Junge. Magst du einen Knochi? Ja. Guck mal. 5 by 5. Ja, komm. Knochi. Ja, sehr gut. Ja. Darfst du haben, darfst drauf rumkauen. Darf ich dich jetzt streicheln? Ganz brav. Guck mal, kannst mir auch noch 2 Finger abbeißen. So Dann habe ich immer noch 6. Sehr schön. Oh, Vorsicht, dass er dir nicht in den Sack beißt. Okay. Kann ich mir noch so einen Knochen holen? Der scheint irre praktisch zu sein. So, was bringt das jetzt? Den Hund zu besänftigen. Ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Der hat mich erschreckt. Ich musste mich ja wehren. Ich wusste ja nicht... Okay, da kriege ich nichts mehr raus, auch wenn da noch 5 Knochen drin liegen. Ich wusste ja nicht, dass der vielleicht nur spielen will. Leute, ernsthaft jetzt. Wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid und auch wenn es nur ein Chihuahua ist, wenn der auf Menschen zurennt, die Hunde nicht mögen oder Angst vor Hunden haben oder beides, dann ist es egal, ob es ein Chihuahua ist oder ein Berner Sennenhund. Wenn ein Hund auf mich zurennt, dann heißt das für mich im ersten Moment nicht, ach, der will nur spielen, sondern das heißt für mich, der will amputieren.
Macht das einfach nicht. Guckt, dass kein Hund auf mich zurennt. Ich beiß zurück. Ohne Quatsch jetzt. Und wenn ihr wirklich einen Chihuahua habt, dann ist der Chihuahua halt weg. Der ist mit einem Haps weg. Und wenn das ein Hund, muss ich zweimal zubeißen. Was für ein Freak. Ja, was heißt Freak? Vielleicht ist er ja ein Investigateur. Dem Investigateur ist nichts zu schwören, weißt du? Halt. Nicht umdrehen. Nur noch ein bisschen gucken hier. Naja. Es gibt hier nicht mehr viel zu gucken. Ja, dann drehen wir uns vielleicht. Zumindest hat er ein Bett hier. So. Da drüben war noch was, ja. Jetzt nirgends raus. Exit. Ja, Exit scheint doch schon mal gut. Okay. Ich meine, so rostig wie das Ding war, ich hätte es mal mit was anderem probiert. So, da liegt ein Buch. Diese Bänke hier, die erinnern mich so extrem an Kirchenbänke, weißt du? Katholische Kirchenbänke, weil natürlich kein Polster dran ist. Aber da fehlt vorne dieses Brett, wo man sich dann immer draufknien muss. Du, das liegt vielleicht daran, dass wir hier in der Chapel sind, in der Kapelle. Ich glaube, ich bin da was Heißem auf der Spur. So, runter gehen wir noch nicht. Erstmal die Örtlichkeiten hier inspizieren. Wieso rennst denn du jetzt? Ich glaube, dass man überhaupt rennen kann. Mal rennen. Da. Stick reindrücken ist nicht schon. Oh, da liegt noch was. Na komm. Guck mal hier, ich bin Lucifer, Überbringer der Flammen. So, jetzt hat. 1952, ich sehe es jetzt schon. Du Gucksel. Die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschlossenen Bergarbeiter beim Unglück vom 5. Januar 52. Meine These ist ja, dass das 13 waren. Und wie durch Zufall kommen 12 raus, weil sie eine Notration gefunden haben, weißt du? So. Zurück. Ich will diese Zahl, habt ihr die gesehen? 1952. Wurde jetzt natürlich gar nicht richtig drauf eingegangen, aber ich merke es mir mal trotzdem. So rennt er denn jetzt? Hey, Mann, ich will immer rennen können. Ja, als ob ich in der Walking Sim rennen würde. Mache ich natürlich nie. Ich meine, ich spiele hier eine Walking Sim und keine Running Sim. Deshalb laufe ich sowieso immer. Aber ich will die Möglichkeit haben zu rennen, wenn ich will. Was steht da? Laundry. Okay. Gut, kann ich mir eine neue Unterbuchse kaufen. Sehr gut. Das ist jetzt komplett unpassend, dass der jetzt rennt. Nein, ja nur. Hier ist nix. Das heißt, es kommt gleich ein Jumpscare. Also eigentlich ist es gar nicht mal so unpassend, dass er rennt. Ich meine, wir sind ja immer noch auf der Suche nach seiner Freundin. So, was haben wir denn hier? Natürlich. Zu. So, aber ich kann es aufschießen, oder? Ja. Lass mich das machen. Bin der mega... Oh, nicht gut. Da war noch Öl drin. Ei. Und er merkt es gar nicht. Er merkt es wohl. Okay. Jetzt aber... Wer? Ja. War das der Typ in der Seilbahnstation, an der Seilbahnstation gab es ja einen Überwachungsmonitor, wo ich ja letztens schon gesagt habe, wo eine Kamera war, die unter anderem auf die Badewanne gezeigt hat, in dem Haushalt. Deshalb sage ich ja hier, Sam, geht da besser nicht baden oder nur mit Handtuch oder so. War der das? Finden wir es raus in der nächsten Folge. Oh komm, das war klar, dass das jetzt kommt. Danke fürs Zugucken. Morgen geht's weiter. Salve. Oder andere Creme.